Er baute ein Imperium aus dem Nichts auf. Jetzt stand er kurz davor, den wichtigsten Vertrag seines Lebens zu unterschreiben. Doch sein Übersetzer änderte jedes Wort. Mitten vor seinen Augen wurde er betrogen. Und wer ihn rettete, war nicht sein Anwalt, sondern jemand, den niemand beachtete. Die Feder berührte das Papier, und genau in diesem Moment zerschnitt eine unerwartete Stimme die Stille des Restaurants, wie Glas, das in einer leeren Kirche zerbricht. »Herr Zimmermann, bitte unterschreiben Sie nicht.« Alle am Tisch erstarrten. Der amerikanische Geschäftsmann ließ seine Serviette fallen. Der Anwalt, der von einem Nebentisch aus zusah, sprang so schnell auf, dass er sein Glas umstieß. Und der Übersetzer, der Mann, der eigentlich die Brücke zwischen zwei Sprachen sein sollte, verlor die Gesichtsfarbe, als wäre ihm das Blut auf einmal entzogen worden. Doch die Frau, die diese Worte gesprochen hatte, war keine Managerin, keine Anwältin, niemand, der in diesen Millionen-Deal involviert war. Es war die Kellnerin, dieselbe, die den ganzen Abend schweigend Weingläser gefüllt hatte, die niemand zweimal angeschaut hatte, die die Welt behandelte, als wäre sie Teil der Dekoration. Und was sie jetzt sagen würde, würde den ganzen Abend sprengen, Karrieren ruinieren und das Leben eines Mannes retten, der keine Ahnung hatte, dass er mit einem Lächeln verraten wurde. Aber um zu verstehen, wie es zu diesem Moment kam, müssen wir zurückgehen. Denn diese Geschichte beginnt nicht mit Verträgen oder Luxusrestaurants. Sie beginnt mit Schlamm, mit Hunger und mit einem Paar nackter Füße, die täglich 3 Kilometer liefen, um zu einer Schule zu gelangen, die nicht einmal ein vollständiges Dach hatte. Urs Zimmermann wurde in einem so kleinen Dorf im Kanton Graubünden geboren, dass es nicht einmal auf Landkarten verzeichnet war. Murtel, ein Ort, wo die Straßen aus Kies waren, das Wasser in Eimern vom Brunnen geholt wurde und die Kinder lernten zu arbeiten, bevor sie lesen konnten. Seine Mutter, Anna, wusch schon vor Sonnenaufgang die Wäsche anderer Leute. Ihre Hände waren rissig von Seife und Kälte, aber niemals leer an Zärtlichkeit. Sein Vater war gegangen, als Urs 4 Jahre alt war. Er hinterließ keinen Brief, keine Erklärung, keinen Abschied. Nur Schulden beim Dorfladen und eine Stille, die Anna mit Arbeit und Würde füllte. Urs wuchs auf, ohne je ein neues Spielzeug gekannt zu haben. Seine ersten Schuhe bekam er mit 9 Jahren, gespendet von einem Dorflehrer namens Herr Emilio, der etwas Besonderes in diesem dünnen Jungen mit den großen Augen sah, der immer in der ersten Reihe saß, auch wenn er kein Heft zum Notieren hatte. Herr Emilio brachte ihm das Lesen bei, mit einem alten Gedichtbuch, dessen Seiten vom Alter gelb waren. Und Urs las jede Nacht bei Kerzenschein laut vor, damit seine Mutter zuhören konnte, während sie die Wäsche für den nächsten Tag bügelte. Mit 14 musste Urs die Schule verlassen. Nicht, weil er es wollte. Seine Mutter wurde krank und jemand musste Essen auf den Tisch bringen. Er begann, Blumen an den Ampeln der nächsten Stadt zu verkaufen. Nachts schlief er ihr am Hinterzimmer einer Bäckerei, dafür fegte er jeden Morgen den Boden. Er aß, was vom Vortag übrig blieb. Manchmal blieb nichts übrig, aber Urs hatte etwas, das ihm weder Hunger noch Müdigkeit nehmen konnten. Einen ruhelosen Geist. Während andere schliefen, beobachtete er. Er sah, wie die Geschäfte auf der Straße funktionierten, was die Erfolgreichen verkauften, wie sie sprachen, wie sie ihren Kunden in die Augen schauten. Er merkte sich alles. Jedes Gespräch, das er hörte, war eine Lektion, jedes Scheitern, das er bei anderen sah, eine Warnung, die er sich merkte, um es nicht zu wiederholen. Mit 18, mit Ersparnissen, die kaum für einen verrosteten Metallwagen reichten, eröffnete er an einer Ecke am Zentrum einen Stand für Kapuns. Er bereitete sie nach den Rezepten zu, die seine Mutter ihm beigebracht hatte. Mit diesem Geschmack, der nicht aus Büchern stammt, sondern aus den Händen einer Frau, die ihr ganzes Leben lang mit Liebe und dem wenigen kochte, das sie hatte. Am ersten Tag verkaufte er 7 Kapuns, am zweiten 15. Nach einem Monat standen die Leute schon Schlange. Jahre vergingen. Aus dem Wagen wurde ein fester Stand mit einem Planendach. Der Stand wurde zu einem kleinen Lokal mit 4 Tischen. Das Lokal wurde zu einem Restaurant mit eigenem Namen. Und dieses Restaurant vervielfachte sich zu Alpenherz, einer Kette, die Bündner Spezialitäten in 6 Kantone des Landes brachte. Mit 58 war Herr Urs Zimmermann ein angesehener Mann. Über 400 Mitarbeiter. Einladungen zu Gastronomiemessen auf 3 Kontinenten. Berichte in Zeitschriften. Journalisten nannten ihn den Barfußunternehmer wegen der Geschichte seiner ersten Schuhe, die zur Legende geworden war. Doch das Geld hatte sein Herz nie verändert. Jeden Monat schickte er Geld an die Schule in seinem Dorf. Er hatte eine kleine Klinik gebaut, damit seine Mutter nicht 8 Stunden mit dem Bus fahren musste, wenn sie einen Arzt brauchte. Und jedes Jahr am Dezember, ohne Ausnahme, kam er persönlich ins Dorf mit Kisten voller neuer Schuhe für die Kinder. Er sagte ihnen immer dasselbe, kniete sich hin, um ihnen in die Augen zu sehen: Füße, die mit Würde gehen, kommen weiter als jedes Auto der Welt. Die Kinder lachten, aber die Eltern,
die seine Geschichte kannten, wischten sich schweigend die Tränen ab. Alles änderte sich mit einem Telefonanruf. Robert Meyer, sein lebenslanger Anwalt, rief ihn an einem Dienstagnachmittag an. Urs kannte Robert seit über 20 Jahren. Robert war der einzige Anwalt gewesen, der ihn vertreten hatte, als niemand glaubte, dass ein Kapunsverkäufer eine Marke registrieren lassen konnte. »Urs, setz dich«, sagte Robert, und seine Stimme zitterte auf eine Weise, die Urs noch nie gehört hatte. »Eine amerikanische Firma will die Vertriebsrechte für Alpenherz für ganz Nordamerika. Wir reden hier von etwas Riesigem. Sie wollen sich persönlich mit dir treffen.« Urs schwieg. Er spürte, wie etwas Warmes in seiner Brust aufstieg. Sein ganzes Leben hatte er davon geträumt, die Geschmäcker seiner Mutter über die Grenzen hinauszutragen. Nicht wegen des Geldes. Er hatte schon mehr, als er sich je vorgestellt hatte, als er noch auf dem Boden der Bäckerei schlief. Er träumte davon, weil seine Mutter immer sagte, die beste Art, deine Heimat zu ehren, ist der Welt zu zeigen, woraus sie gemacht ist. »Wer ist es?« fragte Urs mit gepresster Stimme. »Sie heißen Viefield Associates, geführt von einem Mann namens Thomas Prescott, einem Magnaten der Lebensmittelindustrie in den USA. Restaurants, Vertriebsketten, Supermärkte. Anscheinend hat er deine Kapuns auf einer Messe in Mailand probiert und war so beeindruckt, dass er direkt mit dir verhandeln will, ohne Zwischenhändler.« Urs schloss die Augen. Seine Kapuns, Annas Rezept, dasselbe, das er in diesem verrosteten Wagen zubereitet hatte. Das Rezept, das seine Mutter ihm in einer regnerischen Nacht diktiert hatte, während sie hustend in eine alte Decke gehüllt sagte, »Lern es gut, mein Sohn, denn wenn ich einmal nicht mehr bin, wird dieses Rezept die Menschen für mich weiter umarmen.« »Es gibt ein Problem«, fügte Robert vorsichtig hinzu. »Prescott, und du sprichst kein Englisch. Wir brauchen einen Übersetzer, jemanden, dem wir absolut vertrauen können, Urs. Denn was an diesem Tisch gesagt wird, entscheidet über die Zukunft all dessen, was du aufgebaut hast.« Robert hatte ihn gefunden. Zumindest glaubte er das. Stefan Müller tauchte wie eine perfekte Antwort auf ein verzweifeltes Gebet auf. Er kam mit einem Lebenslauf in Ursis Büro, der wie gemacht schien, um zu beeindrucken. Studium an der Universität Zürich, Master in Übersetzen und Dolmetschen, jahrelange Erfahrung mit internationalen Unternehmen, Referenzen von Botschaften und renommierten Anwaltskanzleien. Alles makellos, alles perfekt, alles zu passend. Er war 35 Jahre alt, ein Lächeln, das sofort Vertrauen erweckte, und diese seltene Fähigkeit, jeden innerhalb der ersten 5 Minuten die Deckung fallen zu lassen. Er sprach Deutsch mit Eleganz und wechselte zu Englisch mit einer Flüssigkeit, die angeboren schien, nicht gelernt. »Herr Zimmermann, es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen«, sagte er und schüttelte ihm mit bedächtiger Festigkeit die Hand. »Nicht zu fest, nicht zu schwach. Ihre Geschichte ist eine Inspiration. Sie können mit mir beruhigt sein. Jedes Ihrer Worte wird exakt auf der anderen Seite ankommen.« Urs schaute ihn unverwandt an. Hinter diesem Lächeln lag etwas, das ihm ein subtiles Unbehagen bereitete, wie wenn man fernen Rauch riecht, aber kein Feuer sieht. Eine Vorahnung, die ihn an einem Ort juckte, den er nicht benennen konnte, aber er schrieb es den Nerven, dem Schlafmangel der letzten Wochen und der Größe dessen zu, was ihm am Begriff war zu geschehen. »Ich bitte dich nur um eines, Stefan«, sagte Urs und schaute ihm direkt in die Augen. »Übersetze meine Worte genau so, wie ich sie sage, mit demselben Gefühl. Denn wenn ich über mein Unternehmen spreche, spreche ich über mein ganzes Leben, über meine Mutter, über alles.« Stefan zögerte keine Sekunde. »Jedes Wort, Herr Zimmermann, ich verspreche es Ihnen, jedes Wort wird exakt sein.« Und Urs glaubte ihm, weil er so erzogen worden war. Weil in seinem Dorf, wenn ein Mann dir die Hand gab und dir in die Augen schaute, das mehr wog als jedes unterschriebene Dokument. Weil Anna immer sagte, grundlos misstrauisch zu sein, beschmutzt nur deine eigene Seele. Was Urs nicht wusste, was er sich nicht vorstellen konnte, war, dass Stefan Müller diesen Moment seit Monaten vorbereitete. Dass seine Referenzen mit chirurgischer Präzision gefälscht worden waren und dass er, bevor er dieses Büro betrat, bereits eine Vereinbarung mit jemandem unterzeichnet hatte, der ihm eine 6-stellige Summe versprochen hatte, im Gegenzug für nur eine Sache: sicherzustellen, dass Urs diesen Vertrag unterschrieb, ohne zu verstehen, was wirklich darin stand. Das Restaurant Seeblick war die Art von Ort, wo die Luft selbst nach Geld roch. Marmorböden, die das Licht der Kristalllüster reflektierten, Kellner, die sich wie elegante Schatten bewegten, leise Klaviermusik schwebte sanft zwischen den Tischen. Die Art von Ort, wo ein Gericht so viel kostete, wie eine Durchschnittsfamilie in einer Woche für Essen ausgab. Urs kam eine halbe Stunde zu früh. Er kam immer früh. Das war eine Gewohnheit, die ihm in den Knochen steckte, seit den Tagen, als 5 Minuten Verspätung an der Ampel bedeutete, den besten Platz für den Blumenverkauf zu verlieren. Er trug seinen dunkelblauen Anzug, den Anna ihm noch mit ausgesucht hatte,
bevor die Krankheit sie ans Bett fesselte. In der Innentasche trug er das Foto seiner Mutter. Er hatte es immer bei wichtigen Momenten dabei. Er berührte es mit den Fingern, bevor er sich setzte, wie jemand, der schweigend betet. Thomas Prescott betrat das Restaurant, als wäre er der Eigentümer des gesamten Gebäudes. Groß, graues, zurückgekämmtes Haar, graue Augen, die den Preis jeder Person und jedes Objekts mit einem einzigen Blick zu taxieren schienen. Sein grauer Anzug war mit einer Präzision geschnitten, die von europäischen Maßschneidern sprach, und seine Uhr glänzte am Kerzenlicht mit dem stillen Gewicht eines geerbten und vervielfachten Vermögens. Begleitet wurde er von einem jungen Assistenten, der eine schwarze Lederaktentasche trug, als würde er eine Bombe transportieren. Stefan setzte sich zwischen die beiden. Die Brücke, der Vermittler, der Mann, der angeblich zwei Welten verbinden sollte. Das Abendessen begann mit Höflichkeiten. Prescott gratulierte Urs zum Wachstum seines Unternehmens. Er sprach über den amerikanischen Markt, die Explosion der internationalen Gastronomie und Gelegenheiten, die sich wie Palasttore öffneten. Stefan übersetzte mit makelloser Flüssigkeit. Seine Augen wechselten zwischen den beiden Männern mit der Präzision eines Uhrmachers. Urs antwortete mit Leidenschaft. Er sprach von seiner Mutter, von den uralten Rezepten, davon, wie jedes Gericht von Alpenherz ein Stück der Geschichte Graubündens war. Während er sprach, bewegten sich seine Hände, seine Augen wurden feucht, seine Stimme brach am Rande. Es war unmöglich, die Authentizität nicht zu spüren, die aus jeder Silbe strömte. Und dann, als der Kellner den zweiten Gang abräumte, änderte sich der Ton des Gesprächs. Prescott beugte sich vor, lockerte leicht seinen Krawattenknoten und begann über Zahlen, Prozentsätze, Klauseln, Vertriebsrechte zu sprechen. Seine Stimme wurde leiser, schärfer, wie ein Skalpell, das zum Schnitt angesetzt wird. Und da begann Stefan, seine Falle zu spinnen. Herr Prescott sagt, er möchte mit einem Vertrieb in 20 Staaten beginnen, mit einem Anteil von 12% des Nettogewinns für Sie, übersetzte Stefan, ohne dass ein einziger Gesichtsmuskel zitterte. Was Prescott tatsächlich gesagt hatte, waren 25%. Urs runzelte leicht die Stirn. Irgendetwas an dieser Zahl störte ihn wie ein Stein am Schuh. 12% erscheint mir niedrig für die Qualität unseres Produkts. Sagen Sie ihm, ich denke an 18 oder 20%. Stefan nickte verständnisvoll, drehte sich zu Prescott und übersetzte mit der gleichen Natürlichkeit, mit der ein professioneller Lügner atmet. Herr Zimmermann akzeptiert die 12% und ist außerdem bereit, die Qualitätskontrolle der Zutaten Ihrem Team zu überlassen. Prescott hob die Augenbrauen. Ein langsames Lächeln huschte über sein Gesicht. Er sah Urs an und nickte mit aufrichtiger Bewunderung. Ausgezeichnet. Das vereinfacht die Dinge enorm. Sagen Sie ihm, ich bin sehr beeindruckt von seiner Großzügigkeit. Er sagt, er ist begeistert von Ihrem Vorschlag, Herr Zimmermann, übersetzte Stefan. Urs lächelte stolz. Er glaubte zu gewinnen. Er glaubte, sein Produkt spreche für sich. Und so, Wort für Wort, wob sich der Verrat wie ein unsichtbares Spinnennetz zwischen den Porzellantellern und Kristallgläsern. Dann geschah etwas, das fast alles für Stefan ruinierte. Prescotts Assistent, ein junger blonder Mann mit Brille, der die ganze Nacht geschwiegen hatte, machte sich eine Notiz auf seinem Tablet und murmelte leise, 25% is generous from our side already. Stefan spürte, wie ihm der Magen zufiel. Er warf Urs einen Seitenblick zu, doch der Unternehmer konzentrierte sich auf sein Gericht und schnitt ein Stück Fleisch mit der unbeholfenen Eleganz eines Mannes, der Tischmanieren erst als Erwachsener gelernt hatte. Er hatte nichts gehört. Stefan räusperte sich und näherte sich dem Assistenten mit einem beiläufigen Lächeln. Er sagte ihm etwas auf Englisch sehr leise und zeigte auf das Dokument. Der junge Mann nickte und wandte sich wieder seinem Tablet zu, Riese abgewendet, aber ein Schweißtropfen rann Stefan die Schläfe hinunter, den er unauffällig mit der Serviette abwischte, wie jemand, der eine imaginäre Mücke vertreibt. Niemand bemerkte es außer einer Person. Lena Brunner war 26 Jahre alt und arbeitete seit 3 Jahren Püngfe am Restaurant Seeblick. Sie war in Biel geboren, Tochter eines Sekundarlehrers und einer Krankenschwester. Mit einem Vollstipendium studierte sie internationale Beziehungen und lernte Englisch, Französisch und Portugiesisch, überzeugt davon, dass Sprachen Brücken seien, die einen überall hin in der Welt bringen könnten. Und sie hatte recht, nur dass das Leben beschloss, seinen Tribut am ungünstigsten Moment zu fordern. Als bei ihrem Vater eine Krankheit diagnostiziert wurde, die eine teure Behandlung erforderte, musste Lena ihre Arbeit in einem Beratungsunternehmen aufgeben, um die Arztkosten zu decken. Sie nahm den Job als Kellnerin als etwas Temporäres an, einen Notbehelf, ein solange es sein muss, das bereits 3 Jahre, 6 Monate und 14 Tage dauerte. Aber jede Nacht, nachdem das Restaurant geschlossen hatte, lernte sie, las, bereitete sich vor,
denn Lena Brunner weigerte sich zu glauben, dass das Servieren von Tischen das Ende ihrer Geschichte war. An diesem Abend wurde sie Tisch 7 zugewiesen, der von Herrn Zimmermann, und vom ersten Moment an, als sie die Vorspeisen servierte und Stefan übersetzen hörte, ging in ihr etwas an wie eine Notfallsirene. Zuerst redete sie sich ein, sie hätte sich verhört. Das Gemurmel des Restaurants, die Klaviermusik, das Klirren der Gläser, alles schuf einen Klangvorhang, der selbst das geübteste Ohr verwirren konnte. Doch als sie sich näherte, um den Rotwein mit schräger Flasche am Tisch zu servieren, und Stefans Worte klar an ihr Ohr drangen, spürte Lena, wie sich der Boden unter ihren Füßen auftat. Stefan übersetzte nicht. Er konstruierte eine komplette Lüge mit der Gelassenheit eines Menschen, der vor dem Schlafengehen ein Gebet spricht. Die Flasche zitterte in ihren Händen. Ein Weintropfen fiel auf das weiße Tischtuch, wie ein dunkler, beunruhigender Fleck. »Es tut mir sehr leid«, murmelte sie, während sie mit einer Serviette wischte und den Kopf senkte, damit niemand den Ausdruck des Entsetzens sah, der ihr Gesicht entstellte. Sie kehrte mit zitternden Beinen in die Küche zurück, lehnte sich an die Edelstahlwand und schloss die Augen. Ihre Kollegin, eine andere Kellnerin, fragte, ob es ihr gut gehe. »Ja, ich brauche nur einen Moment«, antwortete sie, aber es ging ihr nicht gut. Sie hatte gerade entdeckt, dass ein Mann vor aller Augen ausgeraubt wurde. Ohne Waffe, ohne Gewalt, ohne Schreie, nur mit vergifteten Worten und einem perfekten Lächeln. Sie blickte durch das Küchenfenster in den Saal. Sie sah Urs mit den Händen sprechen, mit glänzenden Augen, mit dieser unverkennbaren Leidenschaft eines Menschen, der liebt, was er aufgebaut hat. Und sie sah Stefan nicken, lächeln und ihn mit jeder falschen Übersetzung weiter zerstören. Lena hatte 2 Möglichkeiten: schweigen, ihre Schicht beenden, ihr Trinkgeld kassieren und nach Hause gehen, als wäre nichts geschehen. Oder etwas tun, das sie wahrscheinlich ihren Job kosten würde, ihr einziges Einkommen, das Geld, das die Behandlung ihres Vaters bezahlte. Sie dachte an ihren Vater, an das, was er ihr immer in seinen Ethikstunden beigebracht hatte. »Tochter, an dem Tag, an dem du eine Ungerechtigkeit siehst und wegschaust, an diesem Tag hörst du auf, die zu sein, die du bist.« Und Lena Brunner war nicht bereit aufzuhören, die zu sein, die sie war. Zurück am Tisch gab Prescott seinem Assistenten ein Zeichen. Der junge Mann öffnete die schwarze Lederaktentasche und zog ein dickes, gebundenes Dokument mit einem dunkelblauen Einband hervor, das das goldene Logo von Wiefield Associates trug. Er legte es mit der Feierlichkeit eines Richters, der ein Urteil verkündet, auf den Tisch. Stefan nahm das Dokument und begann, Urs die Klauseln zu erklären. Laut seiner Übersetzung garantierte der Vertrag vollständigen Schutz der Originalrezepte, eine Mehrheitsbeteiligung am Gewinn und einen speziellen Fonds für die Berggemeinden Graubündens, die die Zutaten lieferten. Jedes Wort war eine Lüge. Die Realität war brutal. Dieser Vertrag übertrug die Rechte an allen Alpenherzrezepten dauerhaft und unwiderruflich an Wiefield Associates. Urs würde unwissentlich das Todesurteil für sein eigenes Unternehmen unterschreiben, das Erbe Annas, verpackt und als Ware verkauft. Urs zog seinen Füllfederhalter aus der Innentasche seines Sakkos. Nicht irgendeinen Füllfederhalter. Es war derselbe, den er am Tag der Eröffnung seines ersten Restaurants gekauft hatte. Schwarz, mit einem goldenen Streifen, mit dem Namen Alpenherz, in kleinen Lettern eingraviert. Er drehte ihn ehrfürchtig zwischen den Fingern, als hielte er ein Fragment seiner eigenen Geschichte. »Sagen Sie Herrn Prescott«, sagte Urs mit zitternder Stimme, »dass die Unterzeichnung dieses Vertrags für mich ist, als würde ich jemandem ein Stück meines Herzens übergeben. Meine Mutter sagte immer, Essen sei die Art, wie diejenigen, die nicht mehr da sind, dich weiter umarmen. Und ich hoffe, er wird diese Geschmäcker so pflegen, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe.« Ein Paar am Nebentisch, das Fragmente des Gesprächs auf Deutsch gehört hatte, drehte sich diskret um den Mann am blauen Anzug zu sehen, der mit feuchten Augen über seine Mutter sprach. Stefan übersetzte etwas völlig anderes, etwas Kaltes, Korporatives, Leeres, etwas, das keinen Tropfen der Seele enthielt, die Urs in jedes Wort gelegt hatte. Prescott hörte die Übersetzung, nickte zufrieden und zeigte auf die gepunktete Linie am Ende des Dokuments. Der Füllfederhalter senkte sich zum Papier. Vom anderen Ende des Saales sah Lena, wie die Metallspitze die erste Kurve des Buchstabens U berührte. Urs, der Name eines Mannes, der kurz davor stand, seine eigene Zerstörung zu unterschreiben. Lenas Herz pochte so stark, dass sie die Schläge in den Schläfen spürte. Sie sah sich um. Der Restaurantleiter sprach am Eingang mit Gästen. Ihre Kolleginnen bedienten andere Tische. Niemand sah sie an. Niemand würde sie aufhalten, aber auch niemand würde sie unterstützen. Sie atmete ein, ließ das Silbertablett auf dem nächsten Tisch fallen mit einem metallischen Geräusch, das 2 Gäste aufblicken ließ. Sie ging. 1 Schritt, 2, 5, 10. Jeder schwerer als der vorherige, als würde der Boden zu nassem Sand.
Sie spürte die Schürze fest an ihrer Brust. Sie spürte die Angst wie ein lebendes Tier, das ihr die Kehle hochkroch. Sie hielt am Tisch 7 inne, sah Herrn Zimmermann direkt an und sprach mit fester Stimme, die am Gegensatz zu dem Erdbeben stand, das ihre Hände erschütterte, die Worte aus, die noch kein Kellner in der Geschichte dieses Restaurants jemals ausgesprochen hatte. Herr Zimmermann, bitte unterschreiben Sie dieses Dokument nicht. Stille legte sich über den Tisch wie eine Zementplatte. Der Pianist spielte weiter, doch für die 5 Menschen, die sich um das weiße Tischtuch versammelt hatten, war die ganze Welt stehen geblieben. Stefan erbleichte, seine rechte Hand ballte sich unter dem Tisch zur Faust. Prescott runzelte die Stirn, ohne die Worte zu verstehen, aber er spürte das Gewicht der Spannung wie einen Druckabfall vor einem Sturm. Sein Assistent hörte auf dem Tablet zu tippen. Robert Meyer, der von einem Nebentisch aus zusah, sprang so schnell auf, dass der Stuhl auf dem Marmor quietschte und mehrere Köpfe sich umdrehten. Urs blickte auf. Der Füllfederhalter schwebte Millimeter über dem Papier, und er sah die Augen dieser jungen Frau. Dunkle, leuchtende Augen, gefüllt mit einer Mischung aus absoluter Angst und unerschütterlicher Entschlossenheit, die ihn in der Brust traf, wie eine jahrzehntelang verborgene Erinnerung. Denn genau dieser Blick, exakt dieser, war es, den seine Mutter hatte, wenn die Geldeintreiber vor ihrer Tür standen und Anna sich vor sie stellte, klein, aber unbesiegbar, und ihnen mit steinerner Stimme sagte, »Von hier nehmen Sie nichts mit.« »Wer sind Sie?« fragte Urs flüsternd. »Es ist nicht wichtig, wer ich bin, Herr Zimmermann«, antwortete Lena. »Wichtig ist, was ich die ganze Nacht gehört habe.« Stefan reagierte. »Herr Zimmermann, diese Frau hat nichts mit unserem Treffen zu tun. Sie ist nur eine Kellnerin, die sicherlich verwirrt ist.« Lena ließ ihn nicht ausreden. Sie drehte sich zu ihm, sah ihn mit einer eisigen Ruhe an und sagte in perfektem Englisch zu Prescott gewandt, »Mr. Prescott, I need you to know that your translator has been lying to both of you all night long. Every single number he gave Mr. Zimmermann was wrong, and that contract does not say what he told this man it says.« Prescotts Gesicht verwandelte sich. Sein Verhandlungslächeln erstarrte, sein Blick wanderte von Lena zu Stefan, und was er am Gesicht des Übersetzers sah, war die lauteste Bestätigung, die die Stille geben kann. Denn Stefan Müller, der Mann des leichten Lächelns und der exakten Worte, war vollkommen stumm geworden, mit offenen Lippen, mit den Augen eines gefangenen Tieres, das weiß, dass der Käfig gerade zugeschnappt ist. Lena wandte sich Herrn Zimmermann zu. Ihre Stimme zitterte, aber ihre Worte fielen auf diesen Tisch mit dem Gewicht einer Wahrheit, die nicht länger verborgen bleiben konnte. »Herr Zimmermann, Ihr Übersetzer hat Sie die ganze Nacht belogen. Jede Zahl, die er Ihnen nannte, ist falsch. Jede Klausel, die er Ihnen erklärte, ist erfunden. Und dieser Vertrag, den Sie am Begriff sind zu unterschreiben, schützt Ihr Unternehmen nicht. Herr Zimmermann, er nimmt es Ihnen weg, für immer.« Urs legte den Füllfederhalter ab. Er legte ihn sanft auf den Tisch, wie jemand, der gerade eine Granate loslässt, bevor sie explodiert. Und in seinen Augen, wo kurz zuvor die Emotion eines erfüllten Traums geleuchtet hatte, brannte nun etwas völlig anderes. Die Stille an diesem Tisch dauerte exakt 4 Sekunden. Doch es waren die längsten 4 Sekunden am Leben aller Anwesenden. Denn in dieser Stille lag ein ganzes Leben voller Opfer, das kurz vor der Zerstörung stand. Ein Verrat, millimetergenau berechnet. Und die unmögliche Tapferkeit einer Frau, die alles für einen Fremden riskierte. Und was nach diesen 4 Sekunden kam, veränderte das Leben jeder Person, die an diesem Tisch saß, für immer. 4 Sekunden. So lange dauerte die Stille. Doch in diesen 4 Sekunden durchlebte jede Person an diesem Tisch ein ganzes Leben. Urs sah Lena ohne zu blinzeln an. Seine Hand lag noch auf dem Füllfederhalter, doch er hielt ihn nicht mehr. Er hatte ihn losgelassen, wie man etwas loslässt, das plötzlich brennt. Er spürte ein enge Gefühl in der Brust. Seine Kiefer waren angespannt und ein dumpfes Summen in den Ohren, als hätte jemand eine Glocke in seinem Schädel angeschlagen. Stefan war der Erste, der die Stille brach. Er stand mit einem gezwungenen Lachen auf, das hohl klang wie eine falsche Münze, die auf Marmor fällt. »Das ist doch lächerlich, Herr Zimmermann. Diese junge Dame weiß nicht, wovon sie spricht. Sie ist eine Kellnerin. Mit allem Respekt, seit wann versteht jemand, der Teller serviert, etwas von internationalen Verträgen?« Die Worte kamen mit einem Ton aus seinem Mund, der verächtlich klingen sollte, doch seine Stimme zitterte auf der letzten Silbe, und dieses Zittern verriet ihn mehr als jedes Geständnis. Lena wich keinen Zentimeter zurück, sah ihn direkt an und antwortete mit einer Ruhe, die in Stein gemeißelt schien, »Sie haben recht, Herr Müller. Ich bin Kellnerin. Ich serviere Teller, fülle Gläser, aber ich spreche auch 3 Sprachen und habe jedes Wort gehört, das Sie heute Abend gesagt haben. Jede Lüge, jede Zahl, die Sie änderten, jede Klausel, die Sie erfanden.« Sie wandte sich an Prescott und fuhr auf Englisch fort, mit einer Aussprache, die den amerikanischen Unternehmer die Augen öffnen ließ,
als sähe er sie zum ersten Mal. Mr. Prescott, you offered 25%. He told Mr. Zimmerman, you said 12. Mr. Zimmerman asked for 18. He told you, Mr. Zimmerman accepted 12 and was willing to give up quality control. Nothing this man translated tonight was real. Nothing. Prescott blieb regungslos. Sein Blick bohrte sich wie ein glühender Nagel in Stefan. Er brauchte keine Bestätigung von niemandem. Das entstellte Gesicht des Übersetzers war der beredteste Beweis, den es gab. Robert Meyer kam mit hochrotem Gesicht an den Tisch. Er hatte von seiner Position aus genug gehört. Er nahm den Vertrag mit beiden Händen, hielt ihn ins Licht des Kronleuchters und begann, die Klauseln auf Englisch zu lesen, mit der Langsamkeit eines Mannes, der eine Bombe Draht für Draht entschärft. Während er las, veränderte sich sein Ausdruck. Zuerst Verwirrung, dann Ungläubigkeit und schließlich eine stumme Wut, die seinen Hals rot färbte und jeden Muskel seines Kiefers anspannte. »US«, sagte Robert, ohne den Blick vom Dokument zu heben, mit einer kaum kontrollierbaren Stimme. »Dieser Vertrag überträgt das vollständige Eigentum an all deinen Rezepten, allen, die Kapuns, die Gerstensuppe, die Bündner Gerichte deiner Mutter. Alles wird dauerhaft Eigentum von Wiefield Associates, ohne jemals das Recht zu haben, sie zurückzugewinnen.« Urs spürte, wie ihm die Luft aus dem Körper wich, als hätte man ihm ein Loch in die Brust geschlagen. Er griff in die Innentasche seines Sakkos und berührte das Foto seiner Mutter. Er drückte es mit den Fingern, als könnte er ihre Hand spüren, die ihn hielt. »Die Rezepte meiner Mutter«, flüsterte er mit gebrochener Stimme. »Sie wollten mir die Rezepte meiner Mutter wegnehmen.« Er schrie nicht, er schlug nicht auf den Tisch, er beleidigte niemanden. Er wiederholte diese Worte einfach in einem Flüstern, das mehr schmerzte als jeder Schrei. Denn in der Art, wie er meine Mutter sagte, lag etwas, das selbst den Pianisten am anderen Ende des Saales innehalten ließ, als hätte die Traurigkeit dieses Mannes die Luft durchdrungen und seine Hände berührt. Prescott stand vom Stuhl auf. Sein Gesicht hatte sich völlig verändert. Er war nicht mehr der kalkulierende Verhandler, der eine Stunde zuvor das Restaurant betreten hatte. Jetzt war er ein Mann, der gerade entdeckt hatte, dass jemand seinen Namen benutzt hatte, um etwas zu begehen, das er niemals zugelassen hätte. Er sah Stefan an und sprach mit langsamen, schwerfälligen Englisch, geladen mit einer kontrollierten Wut, die viel furchteinflößender war als jeder Schrei. »I came here to make a fair deal with a man I admire. I came here because his food moved me and you used my name, my company to try to steal everything from him. You are done.« Stefan wich einen Schritt zurück, öffnete den Mund, um sich zu verteidigen, doch es kam kein Laut heraus. Er suchte mit den Augen nach einem Ausweg, einem Verbündeten, jemandem, der ihn unterstützte. Er fand niemanden, nur Gesichter, die ihn mit der Verachtung ansahen, die für diejenigen reserviert ist, die das Vertrauen der Verletzlichen verraten. »Wer hat dich angeheuert?« fragte Robert und trat einen Schritt auf ihn zu. »Denn das hast du nicht alleine inszeniert. Jemand hat dich dort platziert. Jemand hat diesen Lebenslauf gefälscht. Wer war es?« Stefan antwortete nicht. Er nahm sein Sakko von der Stuhllehne und ging mit schnellen, unbeholfenen Schritten zum Ausgang, mit gesenktem Kopf und eingezogenen Schultern, wie jemand, der versucht, sich klein zu machen, damit die Welt ihn nicht sieht. Doch bevor er die Tür erreichte, sprach Urs, und was er sagte, ließ Stefan abrupt innehalten, als wären die Worte eine Betonwand. »Stefan«, der Übersetzer blieb stehen, drehte sich nicht um. »Meine Mutter wusch fremde Wäsche, um mir Essen zu geben«, sagte Urs mit zitternder, aber fester Stimme. »Sie hat nie jemandem etwas gestohlen, keinen Rappen, kein Kleidungsstück. Und heute hast du versucht, mir das Einzige zu stehlen, was mir von ihr geblieben ist. Ihre Rezepte, ihre Erinnerung, ihre Umarmung, die zu essen wurde.« Er machte eine Pause, atmete und fügte etwas hinzu, das keiner der Anwesenden jemals vergessen würde. »Ich wünsche dir nichts Böses, aber ich hoffe, du verstehst eines Tages, dass das, was du heute Nacht zu stehlen versucht hast, unbezahlbar ist. Denn Dinge, die mit Liebe gekocht werden, kann man weder kaufen noch verkaufen. Man kann sie nur erben.« Stefan verließ das Restaurant, ohne ein Wort zu sagen. Die Glastür schloss sich hinter ihm mit einem sanften Geräusch, das inmitten dieser Stille wie ein Donnerhall wirkte. Urs blieb am Tisch stehen. Er zitterte, nicht vor Wut, sondern vor etwas Tieferem, vor jener Mischung aus Erleichterung und Schmerz, die nur jemand kennt, der einen Sekundenbruchteil davor stand, das zu verlieren, was er am meisten auf der Welt liebt. Er blickte auf und suchte Lena. Er fand sie 3 Schritte vom Tisch entfernt stehen, die Hände gefaltet, die Augen voller Tränen, die sie sich weigerte loszulassen, die Schürze zerknüllt in ihren Fäusten. »Wie heißen Sie?« fragte Urs sie. »Lena, Herr Zimmermann, Lena Brunner.« Urs ging auf sie zu und tat vor Thomas Prescott, vor Robert, vor dem gesamten Restaurant, das bereits aufgehört hatte, so zu tun, als würde es nicht zusehen, etwas, das niemand erwartet hatte. Er nahm ihre Hände, dieselben Hände,
die Teller servierten und Tabletts trugen. Er hielt sie in seinen eigenen, diesen Händen, die von 40 Jahren Arbeit gezeichnet waren, und sagte ihr mit gebrochener Stimme: »Lena, heute Nacht haben Sie mir alles zurückgegeben, was ich fast verloren hätte. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen so etwas vergelten soll.« Lena schüttelte den Kopf und eine Träne entwich ihr schließlich. »Sie schulden mir nichts, Herr Zimmermann. Mein Vater sagte immer, Wahrheit wird nicht bezahlt, sie wird verschenkt.« Und in diesem Moment begann jemand vom Nebentisch aus zu klatschen. Dann ein anderer und noch einer, bis das ganze Restaurant, ohne genau zu wissen, was passiert war, aber das Gewicht dessen spürend, was sie gerade miterlebt hatten, von Applaus erfüllt war, der die Kristallgläser auf den Tischen vibrieren ließ. Doch die Nacht war noch nicht zu Ende, denn während Stefan Müller in der Dunkelheit der Straße verschwand, klingelte sein Telefon. Und die Person am anderen Ende der Leitung war niemand, der Misserfolge akzeptierte, und was bevorstand, würde viel schlimmer sein als eine falsche Übersetzung. Stefan Müllers Telefon vibrierte 3-mal, bevor er sich traute, abzuheben. Er stand auf dem Bürgersteig vor dem Seeblick, das Sakko zerknittert unter dem Arm, der Krawattenknoten gelöst und kalter Schweiß, der ihm das Hemd am Rücken kleben ließ. Der Bildschirm leuchtete in der Dunkelheit mit einem Namen, der kein Name war, nur ein Buchstabe: G. Stefan schloss die Augen, schluckte und antwortete: »Es hat nicht funktioniert«, sagte er, bevor die andere Person sprechen konnte. Seine Stimme klang gebrochen wie die eines Kindes, das weiß, dass es gleich eine Strafe bekommt. Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille, eine Stille, die kaum 3 Sekunden dauerte, Stefan aber wie eine Ewigkeit vorkam. Und dann antwortete eine tiefe, gemächliche Stimme, ohne sichtbare Emotion: »Ich weiß es bereits. Man hat mich gerade aus dem Restaurant angerufen. Weißt du, was du gerade getan hast, Stefan? Du hast nicht nur den Vertrag verloren, du hast gerade Licht auf etwas geworfen, das am Dunkeln bleiben sollte.« Stefan spürte, wie seine Beine nachgaben. Er lehnte sich an einen Laternenpfahl und blickte zum Himmel, als suchte er nach Sauerstoff. »Es war eine Kellnerin«, murmelte er. »Eine Kellnerin, die Englisch spricht. Wer konnte so etwas voraussehen? Du. Du hättest alles voraussehen sollen. Dafür habe ich dich bezahlt. Dafür habe ich deinen Lebenslauf, deine Referenzen, deine ganze Geschichte gefälscht. Und du kommst und erzählst mir, dass eine Frau mit einer Schürze dich in 30 Sekunden entwaffnet hat. Die Verbindung brach ab, ohne Verabschiedung, ohne explizite Drohung. Nur die Leere eines beendeten Anrufs, die in diesem Kontext gefährlicher klang als jedes Wort. Stefan blieb mehrere Minuten regungslos auf dem Bürgersteig stehen. Ein Taxi fuhr an ihm vorbei und bot ihm seine Dienste an. Er reagierte nicht. Ein Straßenverkäufer bot ihm Zigaretten an. Auch darauf reagierte er nicht. Er war gelähmt von etwas, das über die Angst hinausging, die absolute Gewissheit, dass er in etwas hineingeraten war, aus dem er nicht mehr herauskommen konnte. Im Restaurant, während der Applaus erbebte und die Gäste allmählich zu ihren Gesprächen zurückkehrten, braute sich ein stiller Sturm zusammen. Der Manager des Seeblicks, ein schlanker Mann, schwarzen Anzug mit silberner Krawatte namens Herr Coronel, durchquerte den Saal mit schnellen, präzisen Schritten. Er hatte die Kiefer fest zusammengebissen und die Augen auf ein einziges Ziel gerichtet. »Lena Brunner«, sagte er ihren Namen wie ein Urteil. »Mein Büro jetzt.« Lena nickte, ohne etwas zu sagen. Sie wusste, was kam. Sie hatte es gewusst, seit sie das Tablett fallen gelassen hatte und zu diesem Tisch gegangen war. Im Seeblick unterbrach ein Kellner niemals einen Gast, schon gar nicht bei einem Geschäftstisch mit Ausländern. Es war die Regel Nummer 1, die jedem Mitarbeiter vom ersten Tag an eingeimpft wurde. Doch bevor Lena einen einzigen Schritt tat, stellte sich Urs dazwischen. Nicht aggressiv, nicht autoritär. Er stellte sich dazwischen mit der Ruhe eines Mannes, der weit Schlimmeres erlebt hatte als einen Restaurantmanager. »Entschuldigen Sie, Herr Coronel«, sagte Urs und sah ihn direkt in die Augen. »Darf ich erfahren, was mit dieser jungen Dame geschehen wird? Mit allem Respekt, Herr Zimmermann. Das ist eine interne Angelegenheit des Restaurants. Frau Brunner hat das Serviceprotokoll verletzt und Frau Brunner«, Urs unterbrach ihn mit einer Stimme, die keinen Widerspruch zuließ. »Sie hat mich gerade davor bewahrt, einen Vertrag zu unterschreiben, der mir alles genommen hätte, was ich besitze. Alles. Mein Unternehmen, meine Rezepte, mein Erbe, alles. Mein Unternehmen, meine Rezepte, mein Erbe. Wenn Sie sie bestrafen, weil sie die Wahrheit gesagt hat, dann haben dieses Restaurant und ich ein Problem.« Thomas Prescott, der immer noch am Tisch stand, schaltete sich auf Englisch ein. Robert übersetzte sofort: »Sagen Sie dem Manager, dass ich persönlich dafür sorgen werde, dass jeder wichtige Kunde, den ich kenne, weiß, dass in diesem Restaurant Ehrlichkeit bestraft wird, wenn er diese Frau entlässt. Und ich kenne viele.« Herr Coronel sah Prescott an, sah Urs an, sah Robert an und schließlich Lena, die schweigend da stand, den Kopf hoch erhoben, die Hände still an den Seiten. Der Manager atmete tief durch, richtete seine Krawatte
und sagte mit einem gezwungenen Lächeln, »Es war ein Missverständnis. Lena, kehren Sie zu Ihrem Dienst zurück. Es ist nichts passiert.« Doch Urs war noch nicht fertig. Er trat zu Lena und sagte ihr leise, nur für sie hörbar, »Sie gehören nicht hierher, Lena. Und das sage ich nicht als Beleidigung. Ich sage es, weil ich Menschen kenne, die am falschen Ort sind. Ich war lange Zeit einer von ihnen. Morgen möchte ich, dass Sie mich aufsuchen. Wir müssen reden.« Lena antwortete nicht mit Worten, sie nickte nur. Doch in ihren Augen erschien etwas, das lange nicht dagewesen war. Hoffnung. Eine Stunde später hatte das Restaurant für die Öffentlichkeit geschlossen, doch Tisch 7 war immer noch besetzt. Urs, Robert und Thomas Prescott saßen weiterhin am gedämpften Licht eines schwindenden Kronleuchters. Auf dem Tisch lag der gefälschte Vertrag offen wie eine klaffende Wunde. Prescott sprach zuerst, Robert übersetzte jedes Wort präzise, bewusst, dass die Wahrheit jetzt mehr denn je keine einzige Rissbildung zulassen durfte. »Herr Zimmermann, ich muss Ihnen etwas erklären«, begann Prescott. Sein Ton war nicht mehr der des kalten Verhandlers, der Stunden zuvor gekommen war. Es war der eines unbehaglichen, beschämten Mannes, der versuchte, etwas Zerbrochenes wieder aufzubauen. »Dieser Vertrag, der auf dem Tisch liegt, ist nicht das Dokument, das mein Rechtsteam vorbereitet hat. Das ist es nicht.« Urs runzelte die Stirn. »Was meinen Sie?« Prescott holte sein Telefon hervor, suchte eine Datei und zeigte sie Robert. Es war ein digitales Dokument mit dem Briefkopf von Wield Associates, aber mit völlig anderen Klauseln. Robert las es schweigend, verglich Absatz für Absatz mit dem gedruckten Vertrag auf dem Tisch. »Urs«, sagte Robert, den Blick mit weit aufgerissenen Augen hebend, »Prescotts Originalvertrag ist fair. 25% Gewinn, vollständiger Schutz der Rezepte, eine Rücktrittsklausel zu deinen Gunsten, ein Gemeindefonds für Graubünden. Alles, was Stefan dir gesagt hat, dass es darin steht, ist das, was wirklich am Originaldokument steht. Jemand hat den gedruckten Vertrag geändert. Jemand hat das echte Dokument vor dem Abendessen durch dieses gefälschte ersetzt. Die Luft am Tisch wurde dichter. Urs verarbeitete die Informationen langsam, wie jemand, der ein Puzzle mit Teilen zusammensetzt, die er nicht anfassen möchte. Prescott wusste es also nicht, murmelte er. »Nein«, bestätigte Robert. Prescott brachte ein sauberes Geschäft mit. Jemand innerhalb der Kette, jemand mit Zugang zur Aktentasche, hat die Papiere gewechselt. Und Stefan war da, um sicherzustellen, dass du die falsche Version ohne Verdacht unterschreibst. Prescott fügte durch Robert hinzu, »Mein Assistent hat die Dokumente vorbereitet und in die Aktentasche gelegt, bevor wir das Hotel verlassen haben. Zwischen diesem Moment und dem Abendessen hatte jemand Zugang. Und ich versichere Ihnen, Herr Zimmermann, ich werde diese Person finden. Denn Sie haben meinen Namen und mein Unternehmen benutzt, um Ihres zu zerstören, und das werde ich nicht tolerieren.« Urs sah ihn mehrere Sekunden lang unverwandt an. Er suchte in den Augen dieses Mannes dasselbe, was er in allen suchte, Wahrheit. Und was er fand, war genug. »Ich glaube Ihnen«, sagte Urs, »denn meine Mutter hat mir beigebracht, zwischen einem Mann zu unterscheiden, der mit dem Mund lügt, und einem Mann, der mit den Augen die Wahrheit sagt. Und Sie sagen mir die Wahrheit.« Prescott streckte die Hand über den Tisch. Urs nahm sie, und dieser Händedruck, ohne Übersetzer, ohne Vermittler, ohne Worte, sagte mehr als jeder Vertrag der Welt. Robert schlief in dieser Nacht nicht. Er kam direkt vom Restaurant in sein Büro. Er lockerte seine Krawatte, schaltete die Schreibtischlampe an und begann, Anruf um Anruf zu tätigen, mit der wilden Geduld eines Mannes, der weiß, dass jede Minute zählt. Er überprüfte Stefan Müllers Referenzen einzeln. Er rief die Universität Zürich an. Niemand mit diesem Namen war am Studiengang Übersetzung und Dolmetschen registriert, weder als Absolvent, noch als aktiver Student, noch als abgelehnter Bewerber. Er rief die Botschaft an, die ihn angeblich 2 Jahre lang beschäftigt hatte. Die Personalleiterin versicherte ihm, dass sie niemals einen Angestellten namens Stefan Müller gehabt hätten. Die Anwaltskanzleien, die als Referenzen in seinem Lebenslauf auftauchten, sagten genau dasselbe. Sie hatten nie jemanden mit diesem Namen eingestellt, konsultiert oder auch nur interviewt. Alles war falsch. Jede Zeile, jede Referenz, jedes Zertifikat. Eine professionelle Identität mit der Präzision jemandes gefälscht, der genau wusste, wie man einen erfahrenen Anwalt täuscht. Und das war es, was Robert am meisten schmerzte. Denn er war der Getäuschte gewesen. Er hatte Stefan geholt, er hatte den Wolf an die Tür des Stalls gesetzt. Er schenkte sich einen kalten Kaffee ein und suchte weiter. Er überprüfte öffentliche Register, professionelle Datenbanken, soziale Netzwerke. Und dann fand er etwas, das alles änderte. Bei der Überprüfung der Aufzeichnungen des Kurierdienstes, der die Vertragsdokumente an Prescotts Hotel geliefert hatte, entdeckte er, dass das Originalpaket um 14 Uhr vom Assistenten Prescotts empfangen worden war. Aber es gab eine zweite Empfangsunterschrift. Am selben Register, 1 Stunde später,
autorisiert mit einem anderen Namen, Simon Gerber. Robert spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Er kannte diesen Namen, er kannte ihn sehr gut. Simon Gerber war vor Jahren Urses Partner gewesen, in den frühen Tagen von Alpenherz, als das Unternehmen nur ein Restaurant und ein Traum war. Gerber hatte etwas Geld investiert und Urs hatte alles andere eingebracht. Die Arbeit, die Rezepte, die schlaflosen Nächte, die Seele. Als das Geschäft zu wachsen begann, wollte Gerber die Rezepte ändern, um Kosten zu senken, originale Zutaten durch industrielle Versionen ersetzen, Annas Essen in ein Fabrikprodukt verwandeln. Urs weigerte sich, und diese Weigerung führte zu einer Trennung, die, obwohl legal und sauber, in Simon Gerber einen Groll hinterließ, der jahrelang wie ein stilles Gift gärte. Gerber erhielt seinen gerechten Anteil des Geldes, aber was er wirklich wollte, konnte man nicht kaufen. Die Rezepte, das Geheimnis, die Seele von Alpenherz. Und jetzt hatte Robert seinen Namen in einem Kurierregister, am selben Hotel, am selben Tag, neben der Aktentasche, die einen Vertrag enthielt, den jemand geändert hatte. Robert griff zum Telefon und rief Urs an. Es war 4 Uhr morgens. Urs hob beim ersten Klingeln ab. Er hatte auch nicht geschlafen. Urs, ich weiß, wer hinter all dem steckt. Simon Gerber. Die Stille, die folgte, war anders als alle Stille dieser Nacht. Es war keine Stille der Überraschung, es war eine Stille des Schmerzes. Die Art von Schmerz, die man fühlt, wenn man entdeckt, dass jemand, dem man vertraut hat, jemand, mit dem man Brot und Träume teilte, die ganze Zeit geplant hat, einen hinterrücks zu zerstören. Simon, wiederholte Urs leise, und in diesem einen Wort lag eine ganze Geschichte zerbrochener Freundschaft. Von Händen, die sich einst reichten und jetzt zustachen. Von geteilten Mahlzeiten, die nun nach Verrat schmeckten. Urs erinnerte sich an das letzte Mal, als er Simon gesehen hatte. Es war der Tag, an dem sie die Trennung der Partnerschaft unterschrieben. Simon hatte ihm die Hand geschüttelt, ihm Glück gewünscht und ihm mit einem Lächeln gesagt, dass Urs mit Reife verwechselte, kein Groll, Urs, Geschäfte sind Geschäfte. Und Urs, naiv wie immer, hatte ihm geglaubt, weil er es glauben wollte, weil es einfacher war zu glauben, dass eine Freundschaft sauber enden konnte, als zu akzeptieren, dass einige Wunden schweigend eitern, bis sie zu etwas Unkenntlichem werden. »Was machen wir?« fragte Urs nach einem langen Schweigen. »Morgen früh werde ich alles den Behörden vorlegen«, antwortete Robert. »Aber du musst bereit sein, Urs, denn wenn Simon all das inszenieren konnte, wird er nicht stillhalten, wenn er weiß, dass wir ihn entdeckt haben. Das fängt gerade erst an.« Urs legte das Telefon auf, setzte sich auf den Bettrand und sah das Foto seiner Mutter an, das er auf dem Nachttisch gelassen hatte. Annas Gesicht blickte ihn mit diesem Ausdruck an, den er auswendig kannte, halb Zärtlichkeit, halb Wildheit. »Ach Mama«, flüsterte er, »Sie haben mir immer gesagt, ich solle vorsichtig sein mit denen, die viel lächeln. Ich hätte auf sie hören sollen.« Währenddessen auf der anderen Seite der Stadt, in einer kleinen Wohnung am 3. Stock eines Gebäudes ohne Aufzug, kam Lena Brunner mit zitternden Beinen und immer noch rasendem Herzen nach Hause. Ihr Vater, Herr Miguel Brunner, war wach. Er wartete immer auf sie, auch wenn sie ihn bat, es nicht zu tun. Er saß in seinem gewohnten Sessel, eine Decke über den Beinen und ein offenes Buch, das er nicht mehr las. »Wie war's, meine Tochter?« fragte er mit dieser sanften Stimme, die die Behandlung dünner gemacht, aber die Zärtlichkeit nicht genommen hatte. Lena setzte sich neben ihn, sah ihn an, sah die tiefen Augenringe, die blassere Haut als in der Vorwoche, die dünnen Hände, die einst stark waren und nun ein Buch mit der Zerbrechlichkeit hielten, mit der jemand eine Erinnerung festhält. Und zum ersten Mal seit langem konnte sie nicht zurückhalten, was in ihr war. Sie erzählte ihm alles. Das Abendessen, den Übersetzer, die Lügen, die Entscheidung, die sie mitten am Saal getroffen hatte, während sie das Gefühl hatte, ihr Herz würde explodieren. Die Angst, die feste Stimme, die sie fand, obwohl sie innerlich zitterte, Urs Worte, die Stille und den Applaus, der das Restaurant erfüllte, als hätte die Welt für einen Moment erkannt, dass Wahrheit immer noch Wert hatte. Herr Miguel hörte ihr zu, ohne sie zu unterbrechen. Als sie fertig war, nahm er seine Brille ab, putzte sie mit der Ecke seiner Decke und sagte ihr etwas, das Lena für immer behalten würde. »Weißt du, was das Schwerste auf der Welt ist, Tochter? Es ist nicht die Wahrheit zu sagen. Das Schwerste ist, sich zu entscheiden, sie zu sagen, wenn du weißt, dass es dich etwas kosten wird. Du hast heute Nacht das Schwerste getan. Und ich bin jetzt stolzer auf dich, als du das Stipendium bekommen hast. Denn Titel sprechen davon, was du weißt, aber was du heute getan hast, spricht davon, wer du bist.« Lena legte ihren Kopf auf die Schulter ihres Vaters und weinte, nicht aus Traurigkeit, sondern aus Erleichterung, aus Müdigkeit, aus jener seltsamen Emotion, die auftritt, wenn man etwas tut, das einen zu Tode ängstigt, und entdeckt, dass man überlebt hat, dass es sich gelohnt hat, dass die Hände zittern, aber die Seele leichter ist.
Herr Miguel streichelte ihr Haar, wie er es tat, als sie ein Kind war und weinend aus der Schule kam, weil ein Mitschüler sich über ihren geflickten Rucksack lustig gemacht hatte. Er sagte ihr immer dasselbe: Geflickte Dinge sind die stärksten, meine Tochter, denn sie wissen schon, was es heißt, zu zerbrechen. Papa, Herr Zimmermann hat gesagt, ich solle ihn morgen aufsuchen. Er will mit mir reden. Herr Miguel lächelte. Dann geh, denn die Türen, die sich durch die Wahrheit öffnen, sind die einzigen, die sich niemals schließen. Um 6 Uhr morgens, als die Sonne den Himmel über Zürich gerade mit orangefarbenen und rosa Tönen zu färben begann, geschahen 3 Dinge gleichzeitig an verschiedenen Orten der Stadt. In seinem Büro stellte Robert Meyer eine Akte mit jedem Beweis zusammen, den er in der Nacht gefunden hatte. Er hatte den Namen Simon Gerber, die Unterschrift I am Hotelregister, Stefans gefälschte Referenzen und eine Ermittlungslinie, die auf etwas viel Größeres hindeutete, als irgendjemand sich vorgestellt hatte. Denn Gerber handelte nicht allein, er hatte Verbindungen, er hatte Ressourcen und er hatte einen Plan, den niemand kommen sah. In einem Hotel I am Zentrum sprach Thomas Prescott per Videokonferenz mit seinem Rechtsteam in New York. Er hatte eine vollständige Prüfung aller Dokumente I am Zusammenhang mit der Alpenherz-Verhandlung angeordnet und was sie fanden, beunruhigte ihn zunehmend. Der gefälschte Vertrag war keine improvisierte Arbeit. Es war ein juristisches Meisterwerk, entworfen von jemandem, der die Schweizer und internationalen Gesetze mit alarmierender Tiefe kannte. Und in einer Wohnung ohne Aufzug wachte Lena Brunner früh auf. Sie zog ihre besten Kleider an, küsste ihren Vater auf die Stirn und machte sich auf den Weg zu der Adresse, die Herr Zimmermann ihr am Abend zuvor gegeben hatte. Sie wusste nicht, was sie erwartete. Sie wusste nicht, ob diese Einladung nur ein Dank oder mehr war, aber sie spürte etwas in ihrer Brust, das sie seit 3 Jahren nicht mehr gespürt hatte. Das Gefühl, dorthin zu gehen, wo sie sein sollte. Was keiner von ihnen wusste, was niemand voraussehen konnte, war, dass Simon Gerber bereits seine Figuren bewegte, dass das Scheitern des Abendessens ihn nicht aufgehalten, sondern wütend gemacht hatte und dass das, was er als nächstes plante, nicht nur gegen Urs gerichtet war, sondern auch gegen Lena, denn für Simon Gerber war diese Kellnerin keine Heldin, sie war ein Hindernis, das monatelange Vorbereitung ruiniert hatte, ein Hindernis, das seinen Namen enthüllt hatte, ein Hindernis, das aus der Geschichte verschwinden musste. Und Simon Gerber war die Art von Mann, der Hindernisse verschwinden ließ. Nicht mit Gewalt, nicht mit direkten Drohungen, sondern mit etwas viel Subtilerem und viel Verheerenderem, indem er den Ruf einer Person zerstörte, bis die ganze Welt ihr den Rücken zukehrte. Lena erreichte die Büros von Alpenherz um 9 Uhr morgens. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das Gebäude war nicht, was sie erwartet hatte. Es war kein Glasturm und kein kaltes Bürogebäude mit einstudiert lächelnden Empfangsdamen. Es war ein altes Stadthaus in der Zürcher Altstadt, respektvoll restauriert, mit Steinmauern und einem Innenhof, in dem ein Bergerhorn wuchs, der älter als das Gebäude selbst zu sein schien. Am Eingang auf einem dunklen Holzrahmen hing eine Schwarz-Weiß-Fotografie einer Frau mit Schürze, die neben einem Kochherd stand, mit einem Lächeln, das eine Wärme ausstrahlte, die das Glas des Bildes durchdrang. Darunter stand eine Bronzetafel. Anna Zimmermann, das Herz von Aldem. Lena blieb vor dem Foto stehen, sah diese Augen, die Urs so sehr ähnelten, und verstand, ohne dass es ihr jemand erklären musste, dass diese Frau nicht mehr auf dieser Welt war. Dass Anna einige Jahre zuvor gegangen war, als die Krankheit, die Urs mit Kliniken, Ärzten und all seinem Geld bekämpft hatte, schließlich stärker war als jedes Vermögen. Doch ihre Präsenz war immer noch da. In jeder Ecke, in jedem Gericht, in jedem Rezept, das aus den Küchen von Alpenherz kam, wie eine warme Umarmung für die Welt. Sie ging 3 Jahre, bevor ich ihr Essen über die Grenze bringen konnte, sagte eine Stimme hinter Lena. Sie drehte sich um. Urs stand am Flur, mit einem weißen Hemd ohne Krawatte, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt und leicht geröteten Augen, wie jemand, der nicht geschlafen hat, sich aber weigert, sich zu beklagen. Er hielt eine Tasse Kaffee in der Hand und hatte einen Ausdruck, der Müdigkeit mit etwas mischte, das Lena nicht erwartet hatte zu finden. Frieden. Jedes Mal, wenn ich kurz davor stehe, etwas Wichtiges zu erreichen, komme ich hierher und stelle mich vor dieses Foto, fuhr Urs fort. Und ich sage ihr, Mama, gleich ist es soweit. Das sage ich ihr schon seit Jahren. Sie ist sicher schon müde, es zu hören. Er lächelte. Und in diesem Lächeln lag mehr Traurigkeit und mehr Liebe, als in Worte zu fassen ist. Danke, dass Sie gekommen sind, Lena. Kommen Sie rein, wir haben viel zu besprechen. Urs Büro war genau wie er selbst. Einfach von außen, tiefgründig von innen. Ein massiver Holzschreibtisch, Wände voller Fotos aus seinem Dorf, von seinen Mitarbeitern, von Gastronomiemessen. In einer Ecke, gerahmt in einem kleinen, bescheidenen Bild, hing der erste Rappen, den er mit dem Verkauf von Kapuns verdient hatte. Die Münze war vom Alter oxidiert, aber sie glänzte am Licht, als wüsste sie,
dass sie ein Schatz war. Urs bot ihr einen Platz an und kam direkt zur Sache. Er war kein Mann der Umschweife. »Lena, gestern Nacht haben Sie etwas getan, das nur sehr wenige Menschen auf der Welt getan hätten. Sie haben sich riskiert, Ihre Arbeit, Ihr Einkommen, die Stabilität Ihrer Familie für einen Fremden aufs Spiel gesetzt. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass das nicht nur eine Anekdote bleiben wird. Das werde ich nicht zulassen.« Lena öffnete den Mund, um zu antworten, aber Urs hob sanft die Hand. »Lassen Sie mich ausreden. Robert hat mir Ihre Geschichte erzählt. Ich weiß, dass Sie internationale Beziehungen studiert haben. Ich weiß, dass Sie 3 Sprachen sprechen. Ich weiß, dass Sie Ihre Karriere aufgegeben haben, um sich um Ihren Vater zu kümmern. Und ich weiß, dass Sie seit 3 Jahren Tische bedienen und auf eine Gelegenheit warten, die nicht kommt.« Er machte eine Pause, nahm einen Schluck Kaffee und sah sie mit derselben Ernsthaftigkeit an, mit der er Verträge betrachtete, die das Schicksal seines Unternehmens ändern konnten. »Ich möchte Ihnen eine Stelle bei Alpenherz anbieten, nicht aus Dankbarkeit, nicht aus Mitleid, sondern weil das, was ich gestern Nacht in Ihnen gesehen habe, genau das ist, was ich in meinem Team brauche. Jemand, der Sprachen spricht, der Geschäfte versteht, der Mut hat und vor allem, der sich nicht verkaufen lässt. Ich möchte, dass Sie die Leiterin für internationale Beziehungen meines Unternehmens werden.« Die Luft in ihrem Raum stand still. Lena spürte, wie ihre Knie unter dem Schreibtisch zitterten. Ihr Mund wurde trocken, ihre Augen füllten sich mit Wasser, bevor sie es verhindern konnte. »Herr Zimmermann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein, aber sagen Sie nicht, dass Sie es nicht verdienen. Denn wenn ich etwas am Leben gelernt habe, dann ist es, dass Gelegenheiten nicht immer kommen, wenn man sie sucht. Manchmal kommen sie, wenn man das Richtige tut, ohne etwas dafür zu erwarten. Und genau das haben Sie gestern Nacht getan.« Lena wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. Sie dachte an ihren Vater, an die Nächte, die sie nach Restaurantschluss lernte, an die 3 Jahre, in denen sie Tablets trug und das Gefühl hatte, die Welt hätte sie vergessen. An die Male, als sie in den Spiegel der Personaltoilette blickte und sich fragte, ob ihr Leben jemals mehr sein würde, als Gläser zu füllen und Trinkgelder zu kassieren, sagte sie mit gebrochener, aber fester Stimme. »Ja, Herr Zimmermann, ich nehme an.« Urs nickte. Es gab keine Umarmungen, keine Feier, nur ein langsames, tiefes Nicken wie das zweier Menschen, die verstehen, dass das, was gerade passiert ist, größer ist als ein Arbeitsvertrag. Es ist eine Schuld des Universums, die schweigend beglichen wird. »Sie fangen nächste Woche an«, sagte Urs. »Aber vorher müssen Sie etwas wissen. Was gestern Nacht passiert ist, ist nicht zu Ende. Es hat gerade erst begonnen. Und was kommt, wird schwierig, sehr schwierig.« Er erzählte ihr alles, was Robert in der Nacht herausgefunden hatte. Den Namen Simon Gerber, die Unterschrift am Hotel, den gefälschten Vertrag, das Netz von Lügen, das weit über einen einfach gekauften Übersetzer hinausging. Lena hörte jedes Wort mit weit geöffneten Augen. Und als Urs fertig war, sagte sie etwas, das ihn sprachlos machte. »Herr Zimmermann, wenn dieser Mann in der Lage war, einen ganzen Lebenslauf zu fälschen und einen Vertrag in einem bewachten Hotel zu ändern, dann hat er Leute drin, Leute, die ihm Informationen zuspielen. Und wenn er schon weiß, dass der Plan gescheitert ist, wird er als erstes versuchen, all jene zu diskreditieren, die ihn entlarvt haben, angefangen beim schwächsten Glied in der Kette.« »Und wer ist das schwächste Glied?« fragte Urs, obwohl er die Antwort bereits ahnte. Lena zeigte mit einem traurigen Lächeln auf sich selbst. Eine Kellnerin ohne Verbindungen, ohne Geld und ohne wichtigen Nachnamen. Wenn er jemanden zerstören will, ohne dass ihn jemand verteidigt, wird er bei mir anfangen. Und sie hatte recht, denn während Lena in Urs Büro saß und die Chance ihres Lebens annahm, hatte Simon Gerber bereits seine Rache in Gang gesetzt. Simon Gerber war 52 Jahre alt, hatte ein kantiges Gesicht, das einst attraktiv gewesen war und nun von Groll verhärtet war, und ein Büro am 30. Stock eines Gebäudes in Zürich West, von wo aus er die ganze Stadt überblicken konnte, als gehöre sie ihm. Er hatte sein eigenes Lebensmittelvertriebsgeschäft aufgebaut, nachdem er sich von Urs getrennt hatte, erreichte aber nie den Erfolg, den Alpenherz erzielt hatte. Und das nagte an ihm wie ein Termit, der einen Balken von innen zerfrisst. Unsichtbar von außen, verheerend von innen. Für ihn waren Annas Rezepte das fehlende Stück, die geheime Zutat, die sein Unternehmen von einem unter vielen zu einer Macht machen würde. Er wollte nichts Eigenes schaffen. Er wollte, was Urs hatte, was Urs geerbt hatte, was einer Frau gehörte, die nicht mehr da war, um es zu verteidigen. An diesem Morgen tätigte Simon 3 Anrufe. Der erste ging an einen Kontakt bei einem digitalen Nachrichtenmedium. Ein Online-Klatschportal, das sich von Gerüchten ernährte wie ein Geier von dem, was andere zurücklassen. Er diktierte eine erfundene Geschichte, dass eine Kellnerin vom Seeblick ein Geschäftsessen unterbrochen hatte, um einen amerikanischen Unternehmer zu erpressen, indem sie drohte, Anschuldigungen zu erfinden,
wenn sie nicht eine Geldsumme erhielt, dass die Kellnerin eine problematische Verhaltensgeschichte hatte, dass das Restaurant rechtliche Schritte erwäge. Alles falsch, jedes Wort, aber in einer Welt, in der Schlagzeilen schneller reisen als die Wahrheit, wusste Simon, dass die Geschichte nicht wahr sein musste. Sie musste nur lange genug glaubwürdig sein, um Schaden anzurichten. Der zweite Anruf ging an den Restaurantleiter, Herrn Coronel. Simon kannte ihn. Sie waren bei Veranstaltungen der Gastronomiebranche aufeinander getroffen. Er schlug ihm mit der giftigen Delikatesse einer Schlange vor, die dich beißt, während sie lächelt, dass es vielleicht am klügsten wäre, Lena zu entlassen, bevor der Skandal auf das Restaurant abfärbte. Er erinnerte ihn daran, dass der Seeblick von seinem Ruf abhing und dass eine konfliktreiche Angestellte auf der Gehaltsliste wichtige Kunden abschrecken könnte. Der dritte Anruf ging an Stefan Müller, doch dieses Mal nahm Stefan nicht ab. Sein Telefon war ausgeschaltet und die Wohnung, in der er lebte, war, wie Robert Tage später herausfinden würde, bereits leer. Stefan Müller war aus Zürich verschwunden wie ein Geist, der am Sonnenlicht zerfliegt. Der Artikel erschien noch am selben Nachmittag Bierslav am Internet. Die Überschrift war ein in Großbuchstaben destilliertes Gift. Kellnerin unterbricht Millionen-Dinner und versucht, ausländischen Geschäftsmann zu erpressen. Er nannte Lenas Namen nicht. Das war auch nicht nötig. Im Seeblick wussten alle, wer das Abendessen an Tisch 7 unterbrochen hatte, und innerhalb weniger Stunden verbreitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer. Lenas Kollegen begannen sie anders anzusehen. Einige mit Neugier, andere mit Misstrauen und einige wenige, die immer einen Grund suchen, sich überlegen zu fühlen, mit kaum verhohlener Genugtuung. Lena erfuhr die Nachricht am Mittag, als ihre Kollegin aus dem Restaurant ihr einen Screenshot mit der Nachricht schickte. Hast du das gesehen? Sie reden über dich. Sie las den Artikel 3-mal. Das erste Mal mit Unglauben, das zweite Mal mit Wut, das dritte Mal mit einem Knoten am Magen, der ihr das Gefühl gab, der Boden öffne sich unter ihren Füßen. Zum zweiten Mal in weniger als 24 Stunden. Aber dieses Mal war es nicht der Boden eines eleganten Restaurants, es war der Boden ihres eigenen Lebens. Sie dachte an ihren Vater. Wenn Herr Miguel diese Nachricht sähe, bei seiner angeschlagenen Gesundheit, könnte der Ärger ihm wirklich schaden. Sie dachte an ihre Nachbarn, an die Eltern der Kinder, denen sie samstags morgens Englisch Nachhilfe gab, um etwas dazu zu verdienen. Sie dachte daran, wie eine gut erzählte Lüge an einem Tag zerstören kann, was ein Mensch jahrelang aufgebaut hat. Ihre Hände zitterten, als sie Herrn Zimmermann anrief. »Ich habe es schon gesehen«, antwortete Urs, bevor sie etwas erklären konnte. Seine Stimme klang ruhig, doch unter dieser Ruhe lag eine Festigkeit, die Lena bereits zu erkennen begann. Die Festigkeit eines Mannes, der Schlimmeres als einen verleumderischen Artikel überlebt hatte. »Lena, hören Sie gut zu. Das ist genau das, was wir erwartet haben. Und genau das werden wir nutzen, um Simon zu entlarven. Sie werden sie nicht mit Lügen zerstören. Das verspreche ich Ihnen. Herr Zimmermann, mein Vater. Ihr Vater wird diesen Müll nicht sehen. Robert arbeitet bereits mit einem auf Medienrecht spezialisierten Anwalt zusammen. Wir werden fordern, dass der Artikel entfernt wird. Und wir werden mit der Wahrheit antworten. Aber ich brauche Ihr Vertrauen. Können Sie das?« Lena schloss die Augen. Sie erinnerte sich an das Foto von Anna am Eingang des Büros. Sie erinnerte sich an Urses Augen, als er am Abend zuvor von seiner Mutter sprach. Und sie erinnerte sich an das, was ihr eigener Vater ihr erst vor wenigen Stunden gesagt hatte. Die Türen, die sich durch die Wahrheit öffnen, sind die einzigen, die sich niemals schließen. Ich vertraue Ihnen, Herr Zimmermann. Robert Meyer war kein gewöhnlicher Anwalt. Er war ein Mann, der Jura an der Universität gelernt hatte, aber Gerechtigkeit auf der Straße gelernt hatte. Er hatte Straßenverkäufer gegen städtische Übergriffe verteidigt, kleine Unternehmer gegen Konzerne, die sie zermalmen wollten, und ganze Familien gegen ungerechte Räumungen. Er wusste, wie Macht funktionierte, und er wusste, wie man ihr begegnet. An diesem Nachmittag versammelte Robert alle Beweise in einer Akte, die wie ein Ziegelstein wog. Die Unterschrift von Simon Gerber am Hotelregister, Stefans gefälschte Referenzen, der Vergleich zwischen Prescotts Originalvertrag und der gefälschten Version, die Telefonaufzeichnungen, die Stefan mit einer Nummer verbanden, die nach einer Untersuchung auf eine Scheinfirma registriert war, deren einziger Aktionär Simon Gerber war. Doch Robert tat noch etwas, das Simon nicht erwartete. Er rief Thomas Prescott an und bat ihn um einen Gefallen. Prescott zögerte keine Sekunde. Er nahm in seinem Hotel eine Videoerklärung auf Englisch auf, blickte direkt in die Kamera, wo er detailliert erklärte, was tatsächlich am Seeblick passiert war. Er bestätigte, dass Stefans Übersetzungen betrügerisch waren, dass der Vertrag ohne sein Wissen geändert worden war und dass Lena Brunners Eingreifen ein Akt der Ehrlichkeit gewesen war, der beide Parteien vor einem koordinierten Betrug gerettet hatte. Er beendete seine Erklärung mit einem Satz, der weit über dieses Hotelzimmer hinaus Widerhall finden würde:
Diese junge Frau hat niemanden erpresst. Diese junge Frau war die einzige ehrliche Person an einem Tisch voller Lügen. Und wenn die Welt irgendeinen Sinn hat, sollte man ihr danken, anstatt sie zu diffamieren. Robert schickte das Video zusammen mit der gesamten Akte gleichzeitig an 3 Stellen. An die zuständigen Behörden, an das Nachrichtenportal, das den verleumderischen Artikel veröffentlicht hatte, und an 5 investigative Journalisten, die seit Jahren Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Schweiz verfolgten. Um 7 Uhr abends am selben Tag klingelte Lenas Telefon. Es war Herr Coronel, der Manager des Seeblicks. Lena, sagte er mit einer Stimme, die sich ganz anders anhörte als die des autoritären Mannes vom Vorabend. Jetzt war es eine unbehagliche, nervöse Stimme wie die eines Menschen, der weiß, dass er auf der falschen Seite der Geschichte steht. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe einen Fehler gemacht. Jemand hat mich heute Morgen angerufen und mir geraten, Sie zu entlassen. Und ich war kurz davor, es zu tun. Aber dann habe ich die Erklärung von Herrn Prescott gesehen und verstanden, was wirklich passiert ist. Ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Lena hörte schweigend zu. Sie unterbrach ihn nicht. Sie schrie ihn nicht an. Sie erinnerte ihn nicht daran, dass er sie am Abend zuvor als problematische Angestellte behandelt hatte, obwohl sie gerade das Mutigste ihres Lebens getan hatte. Sie sagte einfach, »Danke für Ihren Anruf, Herr Coronel, aber ich werde nicht mehr ins Restaurant zurückkehren müssen. Ich habe einen neuen Weg.« Es herrschte Stille. Und dann fragte Herr Coronel mit leiser Stimme, »Wer hat Sie angerufen, um Ihnen etwas anzubieten?« »Niemand hat mich angerufen, Herr Coronel. Ich bin dorthin gegangen, wo ich sein sollte, und zum ersten Mal seit langem habe ich das Gefühl, angekommen zu sein.« Sie legte auf. Sie blickte einen Moment lang auf das Telefon in ihren Händen und lächelte, nicht mit dem breiten Lächeln dessen, der einen Sieg feiert, sondern mit dem stillen Lächeln dessen, der weiß, dass eine Etappe abgeschlossen und eine andere beginnt. In dieser Nacht tat Urs etwas, das er jedes Mal tat, wenn das Leben ihn hart traf. Er fuhr 40 Minuten zu einem kleinen Friedhof am Stadtrand, wo Anna unter einem Lindenbaum ruhte, den sie selbst vor ihrem Tod hatte pflanzen lassen. Er kniete sich vor den weißen Marmorgrabstein. Er legte die Hand auf den kalten Stein, als könnte er die Wärme seiner Mutter durch die Erde spüren, und sprach. Er sprach, wie er als Kind mit ihr sprach, und erzählte ihr seine Probleme, während er auf dem Küchenboden saß und sie Mais mahlte. »Mama, sie hätten mir fast alles weggenommen. Fast hätten sie mir deine Rezepte weggenommen. Deine Kapuns, deine Gerstensuppe. Alles, was du mir mit diesen Händen beigebracht hast, die nie ruhten.« Ein Mann, dem ich die Tür zu meinem Geschäft öffnete, war derjenige, der alles geplant hat. »Simon, Mama, erinnern Sie sich an ihn? Sie mochten ihn nie. Sie sagten immer, dieser Mann habe Augen, die das Fremde zählen, als wäre es sein eigenes. Sie hatten recht wie immer. Eine sanfte Brise bewegte die Äste des Lindenbaums. Einige Blüten fielen auf den Grabstein, als würde der Baum antworten. Aber es ist auch etwas Gutes passiert, Mama. Ein junges Mädchen hat mich gerettet. Eine Kellnerin, die niemand beachtete. Eine Frau wie Sie, Mama, von denen, die die Welt ignoriert, aber die alles mit ihren Händen zusammenhalten. Sie heißt Lena und hat dieselben Augen wie Sie, wenn Sie vor den Geldeintreibern standen. Diese Augen, die sagen, von hier nehmen Sie nichts mit. Urs wischte sich die Tränen mit dem Hemdsärmel ab. Es war ihm nicht peinlich, vor seiner Mutter zu weinen. Es war ihm nie peinlich gewesen. Ich habe ihr versprochen, sie zu beschützen, Mama, so wie Sie mich beschützt haben. Denn wenn Sie mir etwas beigebracht haben, dann ist es, dass man, wenn jemand einem das Leben rettet, nicht einfach Danke sagt und geht. Man erwidert den Gefallen, man gibt ihr zurück, was die Welt ihr schuldet, bis es ausgeglichen ist. Er schwieg einen Moment. Er hörte die Grillen, den Wind in den Bäumen, das ferne Geräusch der Stadt, die niemals schläft. Und er erinnerte sich an etwas, das Anna ihm sagte, als er ein Kind war und Angst vor der Dunkelheit hatte. Die Dunkelheit ist nicht schlecht, mein Sohn. Es ist nur die Welt, die sich ausruht, bevor sie es noch einmal versucht. Dieser Satz hatte für ihn noch nie so viel Sinn ergeben wie in diesem Moment. Er stand auf, klopfte sich die Knie ab, sah noch einmal das ovale Foto auf dem Grabstein, wo Anna mit demselben Lächeln lächelte, wie auf dem Foto I am Büro von Alpenherz. Sie ruhen sich aus, Mama. Ich kümmere mich darum. Am nächsten Tag geschahen 3 Dinge, die den Lauf der Geschichte für immer veränderten. Um 9 Uhr morgens zog das Nachrichtenportal, das den verleumderischen Artikel veröffentlicht hatte, ihn ohne Erklärung zurück. An seiner Stelle erschien eine kurze Notiz, die besagte, aus redaktionellen Gründen wurde dieser Inhalt entfernt. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Tausende von Menschen hatten ihn gelesen. Und am Internet verschwindet das, was veröffentlicht wird, niemals vollständig. Um 11 Uhr morgens erschien Robert Meyer vor den Behörden mit der vollständigen Akte. Ein auf Wirtschaftskriminalität spezialisierter Staatsanwalt prüfte die Beweise 2 Stunden lang. Als er fertig war, hob er den Blick und sagte 4 Worte, auf die Robert die ganze Nacht gewartet hatte. Das ist sehr ernst. Und um 3 Uhr nachmittags,
Als Lena in der Wohnung ihres Vaters saß und ihm ein Buch vorlas, um ihn von den Fragen abzulenken, die er stellen wollte, klopfte es an die Tür. Lena öffnete und erstarrte. Vor ihr stand Stefan Müller mit einem Strauß billiger Blumen, die er an der Ecke gekauft hatte, und Augen, die von schlaflosen Nächten eingefallen waren. Er hatte nicht das perfekte Lächeln der Restaurantnacht, er hatte nicht den makellosen Anzug, er hatte nicht die aufrechte Haltung des Mannes, der er vorgegeben hatte zu sein. Was er hatte, war das ausgemergelte Gesicht jemandes, der am Boden war und sich verzweifelt an etwas klammern musste, bevor er völlig versank. »Lena«, sagte er mit gebrochener Stimme, »ich weiß, dass ich kein Recht habe, hier zu sein. Ich weiß, dass Sie mir wahrscheinlich die Tür vor der Nase zuschlagen wollen. Aber ich muss mit Ihnen sprechen. Denn es gibt Dinge, die Herr Zimmermann nicht weiß. Dinge, die Robert in seinen Aufzeichnungen nicht gefunden hat. Dinge, die, wenn ich sie jetzt nicht erzähle, noch mehr Menschen zerstören werden, als bereits zerstört wurden.« Lena sah ihn unverwandt an. Jede Zelle ihres Körpers schrie ihr zu, die Tür zu schließen, diesem Mann nicht zu vertrauen, sich daran zu erinnern, was er getan hatte, was er zu stehlen versucht hatte, die Lügen, die er mit diesem Mund übersetzt hatte, der jetzt zitterte. Aber sie erinnerte sich auch an etwas, das ihr Vater ihr einmal während einer seiner Ethikstunden gesagt hatte, als ein Schüler ihn fragte, ob Lügner es verdienen, angehört zu werden. Die Wahrheit wählt nicht, wer sie sagt. Tochter. Manchmal kommt sie aus dem Mund dessen, den man am wenigsten erwartet. Und manchmal ist die Person, die am meisten gelogen hat, diejenige, die am meisten Wahrheit zu erzählen hat. Lena schloss die Tür nicht. Sie trat zur Seite. »Sie haben 5 Minuten«, sagte sie. Und was Stefan Müller ihr in diesen 5 Minuten erzählte, würde absolut alles verändern. Denn was hinter Simon Gerber steckte, war nicht nur ein verärgerter Ex-Partner, der Rache suchte. Es war etwas viel Größeres, viel Dunkleres und viel Gefährlicheres, als jeder von ihnen sich vorstellen konnte. Stefan Müller setzte sich auf den Rand eines alten Stuhls in Lenas Wohnung. Er hatte die Hände verschränkt, die Knöchel waren weiß vom Druck und die Augen waren auf den Boden geheftet, als wage er es nicht, die Frau anzusehen, deren Leben er erst 2 Nächte zuvor zu zerstören versucht hatte. Lena blieb mit verschränkten Armen und dem Rücken an die Wand gelehnt stehen. Sie bot ihm kein Wasser an, sie bot ihm keinen Platz an. Er nahm ihn ohne zu fragen, und sie erlaubte es, weil sie hören musste, was er zu sagen hatte, mehr als sie ihn hinauswerfen wollte. »Simon Gerber will nicht nur die Rezepte«, begann Stefan mit rauer Stimme, als würden die Worte ihm die Kehle zerkratzen. »Das glaubt Herr Zimmermann, das denkt Robert, aber die Wahrheit ist schlimmer. Simon hat viele Schulden. Sein Unternehmen verliert seit 2 Jahren Geld. Die Investoren, die ihn unterstützten, haben ihre Unterstützung zurückgezogen. Er steht kurz davor, alles zu verlieren. Und vor einigen Monaten bot ihm eine Gruppe ausländischer Investoren einen Rettungsanker an, eine vollständige Finanzierung. Am Austausch für nur eine Sache, dass er ihnen die Vertriebsrechte für authentische Bündner Spezialitäten in Nordamerika übergibt. Aber nicht irgendein Essen, sondern das von Alpenherz, das von Herrn Zimmermann. Lena runzelte die Stirn. Also war der gefälschte Vertrag nicht dafür gedacht, dass Simon die Rezepte behält, sondern um sie an andere weiterzugeben. Genau, Simon sollte der Vermittler sein. Er hätte eine enorme Provision behalten und sein Unternehmen gerettet. Annas Rezepte wären in die Hände von Leuten gelangt, die sie in ein Industrieprodukt verwandelt hätten. Fabrikessen unter dem Namen Alpenherz. Alles, was Herr Zimmermann schwor, niemals zuzulassen. Die Stille, die folgte, war schwer. Lena verarbeitete jedes Wort und fragte dann das Einzige, was noch fehlte. »Und Sie? Was gewinnen Sie, wenn Sie hierher kommen und mir das erzählen?« Stefan hob zum ersten Mal den Blick. Seine Augen waren rot, eingefallen, ohne Spur jenes charmanten Lächelns, das er beim Abendessen als Waffe benutzt hatte. »Ich gewinne nichts, Lena. Ich verliere alles. Simon versprach mir genug Geld, um meine Schulden zu begleichen. Meine Mutter ist in einem privaten Pflegeheim, dem billigsten, das ich finden konnte, und trotzdem kann ich es nicht bezahlen. Ich bin seit Monaten am Rückstand. Als Simon mir diese Summe anbot, dachte ich nicht an Herrn Zimmermann. Ich dachte nicht an die Rezepte. Ich dachte nur an meine Mutter, die am Rollstuhl saß und sich fragte, warum ihr Sohn sie nicht besuchte. Seine Stimme brach. Er weinte nicht. Aber der Bruch war so tief, dass er schmerzhafter war als jede Träne. Das rechtfertigt nicht, was ich getan habe, das weiß ich. Ich bin nicht gekommen, um Verzeihung zu bitten. Ich bin gekommen, weil Simon einen anderen Weg finden wird, um Herrn Zimmermann zu erreichen, wenn ich jetzt nicht spreche. Er hat die Kontakte, er hat die Namen der Investoren und er hat einen zweiten Plan, der eine falsche Klage gegen Alpenherz wegen angeblicher unrechtmäßiger Nutzung von Rezepten während der Partnerschaft beinhaltet. Wenn das vor Gericht geht, selbst wenn es eine Lüge ist, kann es das Unternehmen jahrelang lahmlegen. Lena sah ihn unverwandt an und sah etwas, das sie nicht erwartet hatte zu sehen.
Sie sah nicht den Bösewicht der Geschichte. Sie sah einen verzweifelten Mann, der aus dem menschlichsten Grund die schlimmste mögliche Entscheidung getroffen hatte. Sie verzieh ihm nicht, aber sie verstand ihn. Und manchmal ist Verstehen der erste Schritt zu etwas, das Gnade ähnelt. »Ich werde Herrn Zimmermann anrufen«, sagte Lena. »Und Sie werden ihm jedes Wort wiederholen, das Sie mir gerade gesagt haben. Verstanden, Stefan?« Er nickte. Verstanden. 3 Wochen später wurde Simon Gerber vor den spezialisierten Staatsanwalt für Wirtschaftskriminalität geladen. Robert Meyer legte die vollständige Akte vor. Die Unterschrift ihr am Hotel, Stefans gefälschte Referenzen, die Telefonaufzeichnungen, der gefälschte Vertrag und nun die direkte Aussage von Stefan Müller, der zugestimmt hatte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, im Austausch für eine faire Behandlung. Simon kam mit seinem Anwalt zur Staatsanwaltschaft, in seinem teuren Anzug und mit der Arroganz dessen, der glaubt, Geld könne jeden Ausweg kaufen. Doch als der Staatsanwalt ihm die Beweiskette Stück für Stück zeigte, zerfiel die Arroganz wie eine Sandwand vor einer Welle. Es gab keine Schreie, keine dramatischen Szenen, nur das Geräusch eines Mannes, der schluckte, während sein Anwalt ihm ins Ohr flüsterte, dass die beste Option Zusammenarbeit sei. Simon Gerber wurde wegen Betrugs, Dokumentenfälschung und Verleumdung angeklagt. Sein Unternehmen wurde unter Treuhänderschaft gestellt. Die ausländischen Investoren, die den Plan finanziert hatten, verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren, wie Kakerlaken, die fliehen, wenn das Licht angeht. Am Tag, als die Nachricht öffentlich wurde, war Urs in seinem Büro. Robert rief ihn an, um ihm die Neuigkeiten mitzuteilen. Urs hörte schweigend zu, bedankte sich und legte auf. Er feierte nicht, er stieß nicht an. Er stand von seinem Stuhl auf, ging zum Foto von Anna am Eingang und sagte einfach: »Es ist vorbei, Mama. Es ist vorbei.« Für Stefan Müller war es nicht einfach. Die Justiz würdigte seine Zusammenarbeit, aber das löschte nicht aus, was er getan hatte. Er verlor seinen Ruf, verlor Kontakte, verlor die Möglichkeit, wieder als professioneller Übersetzer in einem ernsthaften Unternehmen zu arbeiten. Doch es geschah etwas, das niemand vorhergesagt hatte. Urs, der Mann, den er zu zerstören versucht hatte, reichte ihm die Hand. Nicht mit einem Job, nicht mit Geld, sondern mit etwas Wertvollerem, einer Gelegenheit, neu anzufangen. Er brachte ihn mit einer Organisation in Kontakt, die verschuldeten Menschen half, ihre Finanzen zu sanieren. Er bezahlte 3 Monate das Pflegeheim seiner Mutter, während Stefan Stabilität fand. Und als jemand ihn fragte, warum er dem Mann half, der ihm fast alles gestohlen hätte, antwortete Urs mit der Einfachheit dessen, der die wichtigsten Lektionen des Lebens beim Kochen mit seiner Mutter auf einem Erdboden gelernt hatte. Denn meine Mama hat mir nicht beigebracht, zurückzuschlagen. Sie hat mir beigebracht, denjenigen aufzuheben, der fällt, selbst wenn es derselbe ist, der dich gestoßen hat. Das macht mich nicht schwach, das macht mich zu Annas Sohn. Lena begann an einem regnerischen Montag bei Alpenherz zu arbeiten. Sie kam früh, wie Urs es ihr unbewusst beigebracht hatte. Sie setzte sich in ihr neues Büro, ein kleines Zimmer mit Blick auf den Bergerhorn I am Innenhof, und bevor sie den Computer einschaltete, holte sie ein Foto ihres Vaters aus ihrer Tasche und stellte es neben den Monitor. In ihrem ersten Monat übersetzte sie die Dokumente des neuen Vertrags mit Whitfield Associates, den echten, den fairen, den Urs und Thomas Prescott gemeinsam unterschrieben, dieses Mal ohne Vermittler, ohne Lügen und mit Lena als offizieller Übersetzerin. Als Urs seine eigenen Worte zum ersten Mal mit genau dem Gefühl ins Englische übersetzt hörte, das er ihnen gegeben hatte, wurden seine Augen feucht. Und Prescott, der kein Deutsch verstand, aber die Emotionen spürte, nickte schweigend. Alpenherz eröffnete seine erste Vertriebslinie in den Vereinigten Staaten. Kapunz, Bündner Gerstensuppe. Annas Rezepte überquerten die Grenze in Verpackungen, die dasselbe Foto der Frau mit Schürze neben dem Kochherd trugen. Darunter ein Satz, den Urs persönlich ausgewählt hatte: gemacht mit den Händen derer, die nicht mehr da sind, um die zu umarmen, die noch hier sind. Am Tag der Eröffnung rief Lena ihren Vater von der Veranstaltung aus an. Herr Miguel antwortete mit schwacher Stimme, aber voller etwas, das wie flüssiger Stolz klang. »Wie läuft es, meine Tochter?« »Papa, Annas Essen ist jetzt jenseits der Grenze.« Herr Miguel schwieg einen Moment und sagte dann mit dieser Stimme, die Lena für immer am geschütztesten Winkel ihres Gedächtnisses bewahren würde: »Dann hat es sich gelohnt, Tochter. Alles hat sich gelohnt. Die Tablets, die Trinkgelder, die schlaflosen Nächte, alles hat dich hierher gebracht. Und genau hier solltest du sein.« Als der Dezember kam, reiste Urs wie jedes Jahr in sein Dorf in Graubünden. Doch dieses Mal war er nicht allein. Lena begleitete ihn und Thomas Prescott, der aus New York eingeflogen war, auch. Auf dem Dorfplatz vor der Schule, die Urs hatte bauen helfen, bildete sich eine Reihe von Kindern, die mit leuchtenden Augen warteten. Urs kniete sich wie immer hin und begann,
ihnen einzeln neue Schuhe zu überreichen. Jedem Kind sagte er dasselbe: Füße, die mit Würde gehen, kommen weiter als jedes Auto der Welt. Aber dieses Mal fügte er etwas Neues hinzu, denn neben den Schuhen gab es Kisten mit Sprachbüchern, Englisch, Französisch, Portugiesisch, gespendet von Lena, gekauft mit ihrem ersten vollen Gehalt bei Alpenherz. Damit kein Kind in diesem Dorf jemals jemanden braucht, der für es spricht, sagte Lena zu den versammelten Eltern, damit ihre eigenen Worte die Welt so erreichen, wie sie sind, ohne dass jemand sie verändert. Urs sah sie an, und in den Augen dieser jungen Frau sah er etwas, das er sofort erkannte, dieselbe Flamme, die er in den Augen seiner Mutter gesehen hatte, wenn sie kochte, diese Flamme, die sagt: Was ich tue, ist wichtig. Was ich gebe, wird länger dauern als ich. Prescott, der die Worte nicht verstand, aber jedes einzelne fühlte, als wäre es Musik, zog sein Telefon hervor und nahm ein Video dieses Moments auf. Er veröffentlichte es noch am selben Abend in seinen sozialen Medien mit einer Nachricht auf Englisch, die übersetzt besagte: Heute habe ich gelernt, dass die mächtigsten Menschen der Welt nicht diejenigen sind, die das meiste Geld haben, sondern diejenigen, die die meiste Wahrheit besitzen. Und diese Wahrheit begann mit einer Frau, die Tische bediente und es wagte zu sprechen. Das Video wurde tausende Male geteilt. Die Geschichte von Lena und Urs erreichte Ecken der Welt, die keiner von beiden sich vorstellen konnte. Und in den Kommentaren, unter Tausenden von Nachrichten, gab es eine, die Lena 3-mal las, bevor ihr die Tränen den Bildschirm verschleierten. Es war von einer Kellnerin aus Buenos Aires, die schrieb: Heute habe ich mich getraut, bei der Arbeit zu sprechen. Danke, Lena. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass die Schürze dir die Stimme nicht nimmt. In dieser Nacht, als das Dorf still war und die Sterne den Himmel über Graubünden wie einen mit Licht bestickten Mantel bedeckten, ging Urs allein zum Friedhof, wo seine Mutter ruhte. Er kniete sich vor den Grabstein, legte die Hand auf den Stein und zum ersten Mal seit vielen Jahren sagte er nicht: Gleich ist es soweit, Mama. Er sagte: Wir sind angekommen, Mama. Dein Essen hat die Grenze überquert. Deine Kapuns umarmen Menschen, die dich nie gekannt haben. Und das Mädchen, das mich gerettet hat, verschenkt Bücher, damit die Kinder deines Dorfes Sprachen lernen, damit niemand sie mit Worten belügen kann. Die Lindenblüten fielen wieder auf den Grabstein und Urs lächelte. Sie sagten immer, Essen sei die Art, wie diejenigen, die nicht mehr da sind, die umarmen, die noch hier sind. Sie hatten recht, Mama, wie immer. Er stand auf, klopfte sich die Knie ab, blickte zum Sternenhimmel und atmete tief ein, füllte seine Lungen mit der sauberen Luft der Bündner Berge, derselben Luft, die er als Kind geatmet hatte, als er barfuß 3 Kilometer zu einer Schule ohne Dach lief. Und er ging mit beschuhten Füßen zurück ins Dorf, mit vollem Herzen und der stillen Gewissheit, dass die wertvollsten Dinge am Leben nicht in einem Vertrag unterschrieben werden. Sie werden mit den Händen geerbt, mit der Wahrheit geschützt und der Welt Teller für Teller weitergegeben.